und herzlich willkommen in Gran Canaria. Genauer gesagt in San Agustin. Das ist der Blick, den wir haben. Wo eigentlich wunderschön wäre, heute leider sehr bewölkt. Nein, was ich sagen, jetzt sind wir noch leer. So. Ihr habt jetzt, glaube ich, das Intro gesehen, also beziehungsweise das Intro, der Anfang von unserer Reise, der ganze Weg hierher. Seitdem sind jetzt etwa, heute haben wir heute. Heute ist der 28. März, das ist aufgenommen worden am 14., das heisst, es ist jetzt 10 Tage her. Wir sind am 14. hierher geflogen, also ich muss vielleicht ein bisschen früher ausholen. Eigentlich sollte das Video hier mein erster Vlog werden von meinem ersten Auftritt in Amerika. Es wäre eigentlich geplant gewesen, dass ich jetzt in Miami wäre, an der Miami Music Week am Auflegen. Ja, dann hat der Trump halt die Grenze dicht gemacht, irgendwie 3 Tage bevor wir gehen wollten. Haben nachher alles zum Glück können mehr oder weniger umbuchen. Wie sehe ich aus? Ja, ist ja gleich. Sieht mich ja niemand hier. Nein, und dann, als wir angekommen hier, also für euch im Video jetzt, der hat noch nichts mitbekommen von dem, wir sind hier angekommen und am gleichen Abend, also am 14. März, haben sie in ganz Spanien die Ausgangssperre verhängt. Und ja, seitdem hocken wir hier fest und somit wird es auch nicht mit einem grossartigen Reisevlog in dem Sinn. So sind wir wenigstens noch ein bisschen fortgekommen, noch ein bisschen an die Sonne gekommen. Und für das bin ich lieber allein auf einer Dachterrasse, normalerweise in Sonne, als daheim. Wir hatten eigentlich lange Zeit jetzt einen Flug gehabt, am 1. April zurück in die Schweiz. Haben sie aber jetzt gestern hat EasyJet uns ein Mail geschickt und der ist abgestrichen worden. Wir fliegen jetzt morgen auf Köln, haben dort ein Mietauto und fahren bis auf Lörrach an die Grenze, gehen dort mit dem Taxi bis an die Grenze her und von dort holt uns dann wahrscheinlich mit Bär oder so ab und dann sind wir wieder daheim. Dann nehme ich auf jeden Fall auch noch mit. Jetzt denke ich, mache gleich ein Video aus dem Ganzen, dass ich mal angefangen habe. Ich habe schon 100'000 Vlogs aufgenommen, vom Auflegen, vom was ich alles sonst so mache. Und ich habe es nie fertig gebracht, das Zeug zusammenzuschneiden und ich habe mir echt fest vorgenommen, dass ich das in diesen Ferien mal mache. Ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel Content zum Bieten. Ich zeige euch, glaube jetzt dann nachher kurz wie es aussieht, wenn ich einkaufe, wie das Hotel das aussieht, verlassen und ausgestorben, weil das Hotel ist zu. Und that's it. Was wir können, ist, wir können auf der Dachterrasse liegen, wir können am Pool raus an die Sonne, wir können Ping-Pong spielen, Boccia und so weiter. Das ist voll cool. Dürfen wir auch noch, weil es ist kein Sau ausser uns hier. Es hat vielleicht 2, 3, 4 Wohnungen, wo noch Leute da sind und that's it. Und dann kommen wir auch jetzt nach. Aber mehr dürfen wir nicht. Wir sehen zwar einen Strand vom Balkon aus, zeige ich dann auch noch in der Roomtour. Für das muss ich zuerst aufräumen. Auch viel mehr gibt es nicht zu machen. Darum zeige ich euch, wie gesagt, jetzt kommt noch der Teil, wo ich einkaufen und der Teil, wo die Roomtour kommt noch. Dann kommt der Drückkreis und dann sehen wir uns in der Schweiz wieder. Bis dann. So, und jetzt nehme ich mal mit einkaufen. So die ziemlich einzige Beschäftigung, die uns im Moment noch bleibt, außerhalb vom Hotel. Und das schon seit fast 3 Wochen. Zeige ich euch mal das leere Hotel. Das Wetter ist heute leider nicht so prächtig, es ist gleich warm. Also ich bin jetzt gleich in kurzen Hosen, haben wir aber noch ein Pullover angelegt. Und bin ich jetzt stecken, so sportlich wie ich bin. By the way, hier sieht man gut, wie die Poolanlage mittlerweile aussieht. So. Und wir sind in der Hotel-Lobby angekommen. Das ist ein komisches Gefühl. Das ist unsere Rezeption, unser Restaurant, also unsere Bar. Da ist wirklich ausgestorben. Ein bisschen Musik laufen, finde ich noch cool. Da ist Pulse Gold. Kühlbesäcke, WC-Papier, Seife und so weiter zur Selbstbedienung. Da sind die ganzen Spielsachen, die wir uns gestern davon bedient haben. Das Büchlein zum Lesen. Ein Mac und ein Rucker, falls man es braucht. Ja, da hinten gehen. Mal schnell zeigen. Das ist Gelateria, Bar, Restaurant. Alles chiuso. Hallo. So, und dann sind wir draußen. Da hat es normalerweise auch Coiffeur und so Läden und so weiter. Das ist jetzt so alles dicht. Darum müssen wir ein bisschen weiter chirken zum einkaufen. Und da sind wir bei unserem Mietauto, wo wir die letzten Tage wahnsinnig viel brauchen können. Nämlich genau einmal, weil das hast du gesehen vom Flughafen daher und jetzt wieder dort durch den Flughafen. Hat hure rendiert, das Mietauto. Aber ist schon schön. Also davor, da ist der Einkaufsladen. Irgendwo hier ist unser Zimmer, unsere Wohnung. Und nein, im Laden filmen wir jetzt nicht, weil eben die ganz besonderen Bestimmungen, du musst Händchen anlegen, desinfizieren, nochmal 5 Leute in den Laden gleichzeitig und. Und mit filmen, ich glaube, das lassen wir jetzt gescheiter. Wir sehen uns nachher wieder.
alles eigentlich noch voll. Kein Notstand. So, eingekauft. So, schwuppsdiwupps, sind wir wieder zurück in der Anlage. By the way, 6 Stück, die laufen jetzt nicht wieder rauf. Und das war es eigentlich schon gewesen, von mehr oder weniger fast allem, was man hier machen kann. Es wäre schon geil. Ja, das ist die Kauf. So ein kleiner Zwischenblick von unserem Alltag im Moment. Aktuell geht Mensch, ärgere dich nicht. Hallo! Ich habe jetzt fertig gemacht. Ja, guten Morgen zusammen. Kommt doch rein, oder? Oh Gott. Moment. So. Zu früh, zu hell, zu wenig Schlaf. Aber ich habe noch eine Roomtour und bevor wir gehen, zeige ich das noch schnell. Im Schnelldurchlauf. Sieht jetzt natürlich weniger cool aus, als wir gekommen sind, weil jetzt ist es wieder so ein bisschen auf Standard zurückgesetzt. Aber das wäre das Schlafzimmer da. Ganz wichtig, die getrennte Bett haben. Beste. Die geht nicht so gerne zu. Nein, wir gehen hier vorne durch den Korridor. Unser kleines, aber herziges Badzimmer. Mit der kleinen, aber herzigen Dusche. Cool ist, du kannst wirklich abhocken beim Duschen. Wow! So, dann geht es hier weiter ins Wohnzimmer. Das sieht so aus. Da nehmen wir eine kleine Küche. Mit einem sehr kleinen Kühlschrank. Ja. Das ist eigentlich alles easy. Aber das Einzige, was eigentlich so gezählt hat und was wichtig war, so die letzten paar Tage. Hallo! Hallo! Ist eigentlich der Balkon. Und ja, den habt ihr jetzt gesehen. Und nein, das Wichtigste ist natürlich diese Seite, gell? Ich weiß gar nicht, ob das so überkommt auf die Kamera. Wahrscheinlich nicht. Moment. Ich glaube, auf dieser Kamera sieht man es ein bisschen besser. Das ist sexy. Ja, und viel mehr als man jetzt gehört, hat man nie gehört. Da hinten ist übrigens der Laden, wo wir sich einkaufen. Da ist irgendwo das Auto. Und ja. Noch einen letzten Blick auf den Balkon. Es ist zu früh. Noch einen letzten Blick vom Balkon werfen. Und dann geht's los, Richtung Heimat. Let's go. So, nach über 3 Stunden Anstehen im Check-in haben wir es jetzt einmal geschafft, bis zum Gate. Was haltest du vom spanischen Organisationssystem der Flughafen? Das ist ein Träumer. Ah ja, jetzt schauen wir mal, ob wir da vorne noch auf unseren Flüger kommen, die eigentlich schon mal weg sind. Jupp, let's go. So, nachdem wir jetzt das Boarding geschafft haben, weil das System zusammengeht ist und wir plötzlich keinen Sitzplatz mehr hatten, haben wir es jetzt geschafft, jetzt mal einen Sitz bekommen. Und jetzt geht es endlich in Flüge. Oh mein Gott. Es geht alles schief, was schief gehen. Das funktioniert gar nicht mehr. So, wir haben es geschafft, zurück in kalten Deutschland, in Köln. Und eigentlich hatten wir ein Upgrade auf unserem Mietauto und wir hätten den schönen Audi 8 bekommen. Aber weil gewisse Personen noch ein bisschen zu jung sind und ich leider nicht fahren kann, haben wir jetzt den bekommen. Yay! What news is it? So, mittlerweile haben wir es geschafft. Von Köln auf Lörrach gedüset. Wie eine Rakete. Und jetzt glockt sie noch da hinten. Und jetzt heisst es
zu Fuß über die Grenze, wenn wir irgendwas Plätzchen finden, wo wir rüberkommen und ob sie uns da reinlassen. Mal, ich glaube, es geht jetzt ab einer Viertelstunde Lauf. Das sollten wir schaffen. Und frieren wir den Arsch ab. Ich will zurück zur Sonne. Ja, da vorne ist das Velo. Ja, grüße euch. Ich melde mich aus dem Schnitt wieder daheim. Wir haben es mittlerweile etwa 3 Wochen später und ich habe jetzt gemerkt, dass ich noch gar kein Ende aufgenommen von diesem Vlog. Ich habe es endlich geschafft, das Ganze zu schneiden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst euch ein Like da, ein Abo da, ihr wisst, wie es läuft. Würde wirklich wahnsinnig helfen. Es wird auch noch weitere Vlogs geben, sobald man wieder raus kann und es mittlerweile auch hier schönes Wetter geniessen kann. Ja, bleibt gesund, bleibt daheim und so weiter. Ihr wisst, wie es läuft. Timo-G, bis gleich. Ciao.